Der Bürger. Bester Mann am Platz. Keine Ahnung, jetzt bin ich 4 Stunden da gesessen und hab den ganzen Sound habe ich vergessen. Haut's ein Neid, haut drückt einen ins Viech, habe ich mehr 7 Menschen. Und Brüderli auf ein geiles 2020. Stimmt. Endlich Wiederbürger. Hochkiefer mit Bruderli. Auf ein geiles 2020. Sonst neue! Heute ist! Mir sehen. Na, setz dich doch, jetzt passiert 2 Stunden nichts anderes. Tolles Emote. Ja, wirklich ein tolles Emote. Kompletter Müll! Der Herr Knox ist seit 5 Stunden nicht mehr online, oder? Das nächste How-To kommt wahrscheinlich in den nächsten 2 Wochen. Vielleicht 3, weil es kommt auf alle Fälle im Januar. Es steht im Januar auf dem Plan. Okay? So. Ich mag das selber nicht schon vorher sagen, weil dann verschiebst du wieder 1 oder 2 Wochen hinter und dann sagt wieder jeder. Und ich sitze da und denke mir so, jetzt habe ich nur weniger Bock wie vorher. Passt, halt ich. So, ja, ich habe mir gedacht, 2020 fangen wir gleich mal mit dem Spiel, das sich wahrscheinlich gesetzt hat. Nämlich, Moment, ich gehe mal ein Stückchen auf Zeiten. Da steht, hey Jager, stop it! Stop it now! Stop it! Ja! Das kommt doch jetzt wieder rein schon wieder. Da könnte man jetzt noch stehen, das ist eine Frage. Da hat der Leon Seitzinger einen Euro raus. Mehr zu denn? Also in die Ding. Twitch-Währung übersetzt und davon nicht. Ungefähr, was weiß ich, wie viel Dinge, ja. Keine Ahnung, was ich auf einer Portilia-Insel wollte, aber naja. Hat auch nichts mit Real Life zu tun. War eigentlich bloß ein fehlgeschlagener Versuch von Milliarden Zombies zu platzieren. Ja. Bis ich gecheckt habe, dass da nur 10 Spawnpunkte gingen. Ist natürlich wieder Lost Moment, ne? Es ist Lost Moment. Big Mac. Clip. Da gute die Big Mac. Nix Portal festlegen. Eine ins Viech. Ne? Ja, ihr seht jetzt im Livestream meine Insel von Real Life. Ja, Lord. Ich schalte mal meine Kamera aus, da kann ich es überhaupt nicht brauchen. So, servus. Wir machen es jetzt mit 12. Ja, nicht 1, 12. 12 ist besser. Gott, ja, wahrscheinlich, oder? Lichthelligkeit 60%, das muss lange. So. Also, ihr seht jetzt als erstes, der in meinem Livestream drin ist, was euch nice. Ja, das Gefängnis ist weg. Thomas sein Haus. Der ist eher nicht, also das er nicht hernimmt, weil er mit mir angeblich ja nicht mehr befreundet ist. Unser Autohändler. Ich kann einen Autohändler von ihm zwingen. Der hat ja nicht lang gedauert. Da, unser Autohändler, da hinten sind dann nur die Scheißhäuser. Scheißhäuser. So, haben wir das schon mal gemacht. So wird das gemacht. Ja, da sollte eigentlich der Fernseher hocken, aber den haben wir da nicht. Sondern folgenden Gerät. Hoppala. Ja, ich habe einen neuen Helikopter auch hier platziert. Und wir haben einen Markus, der immer die Aufgaben hergibt. Ja, der Markus lebt noch. Und dann gibt es seit Gefühl Real Life Folge 7. Also der ist bis jetzt noch nicht weggegangen. Also außerdem, dass er der Thomas wieder gelöscht hat und irgendwo anders sie platziert hat, der Hurensohn, der Drecker hier. Was?
Also die Firma da, also dieses neue Unternehmen da, oder besser gesagt diese Geheimorganisation, gehört mir. Die gehört tatsächlich dann an mein Tobias, also meine Tobias-Rolle. Das Haus dann gehört dem Skin, den ich jetzt gerade auch hab. Also Dancing Llama oder ja, Dancing Llama, das ist der Justin. Justin, fühlst du gerade zuerst, bester Mann. Das ist halt eben der DJ Yonder. Ja. Also, das ist so was wie in der Art, nein, mal Shield. Das ist Shield. Ja, Shield. Da wird zwar noch was eingerichtet, aber es ist Shield. Ich habe mal recht lange überlegen müssen, wie ich das da zusammen baue. Da hätten wir jetzt theoretisch nur so einen Art Balkon. Es ist nicht hundertprozentig diagonal. Also, ja, diagonal ist bei mir ist hier nicht. Ja, ich rede jetzt in einer dunkleren Stimme, weil es mir einfach besser passt. Ja, tatsächlich, wir haben es geschafft. Diese Treppen haben wir auch so gebaut. Das habe ich gestern noch gebaut, damit man da vielleicht noch ein bisschen hochfahren kann. Und weil ich da eigentlich mal wieder gern eine Brücke haben wollte. Wo man dann so rübergehen kann und da keine Ahnung was drin kann. Von mir, das kommt da um eine Kirche hin. Gut. Da werden wir ja gleich müde. Kann ich ja mal die Hütten auch gleich mal zeigen. Also, ihr kennt euch dabei schon mal an diesen Charakter schon mal gewonnen. Da herunten ist Garage. Keine Ahnung, was das da soll. Ich rufe gleich mal einen Unsicker für die ganze Garage. So. Ach du Scheiße, jetzt kommt da wieder nicht durch. So, das müsste passen. Jetzt muss er niedrig eigentlich recht gut platziert. Außer ein Lambo natürlich, der fällt natürlich wieder einen Millimeter. Ja, genau, oder? Mal wieder super toll gemacht. Oh, Alter, jetzt spawn ich wieder mitten in dem scheiß Lambo. So, also da hast du direkt einmal den Garageneingang. Ich sei denn, du gehst da vorne durch, aber das macht keinen Sinn. Du machst da einen Eingang. Ja, die Lampen muss ich eigentlich auch noch klüger platzieren von irgendwo anders. Einfach mal zur Beleuchtung. Ja, das ist eine teilweise abkopierte Küche von meinem ganz ersten Haus. Ja, mein Tobias-Rollen wird allerdings in Kapitel 2 von Julia auf erster Folge 5 wieder anfangen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch weitermachen soll jetzt an ihren Thomas. Er ist seit erster Folge dabei. Also, das hat mehrere Folgen gegeben. Also, sehr viele Folgen nur mit dem Thomas gegeben. Ja, da ist da ein Schlafzimmer direkt auf dem Balkon. Also, mir gibt es eigentlich bei diesem Haus nichts zu sagen. Ja, und das steht halt eigentlich direkt auf der Straße. Das ist das halt Parkplätze. Bene! Was? Ja, kann ich ja mal kurz den Thomas zu Hütten sagen, der wahrscheinlich eh nie hernehmen wird. Dann hast du da erstmal, also das muss ich selber einrichten, weil es irgendwann einmal wieder kommt. Dann hast du dort direkt ein Schlafzimmer mit, ja, also das Zimmer ist ein bisschen an Julius Boring Live. Also, Julius Boring Live kriegt erstmal da oben an und was hat. Du kannst allerdings in einen extra Raum aufgeben. Du kannst dann, also der ist nur für den Thomas bestimmt, um zum Stalken. Da ist dann zwei Bücherregale, was auch jeder, das muss ich nicht extra sagen. Ja. Übrigens, es gab einen Unfall. Mein Haus, also mein erstes, hat einen Unfall miterlebt, und zwar, dass man nämlich, ja, also mein
PlayStation Löschtaste, also die Löschtaste von Fortnite praktisch, also bei mir auf der Tastatur war es theoretisch X, bei mir war es links auf dem Gereizten. Und ja, also der ist mir halt praktisch festgeklemmt und davor ist mir dann mein ganz Haus kaputt gegangen. Das waren 25 Euro vom Ryuk. Ist der Ryuk nicht der von Death Note? Don't touch us, quit! I'm going to street. Don't touch us again. That's it, bitch. Was soll das jetzt sein? Mr. Ryuk, die mag ich noch mal schnell einblenden. Merci, Leute. Schön Zeug. Herr Müller, schon mal Spenden abgenommen. Alter! Ja, Internetverbindung am Arsch. So, machen wir eine kleine Inselreparatur im Livestream. Naja, war schon. So. Fliegen wir wenig mit dem Helisep. Ah, jetzt explodieren die Dinger gar nicht mehr, oder was? Ich komme nur auf, ich komme. Oh, okay, ich komme nicht mehr auf. Och, Mann, ey. Welcome to the squad up in Chat habe ich für Engel. Was ich da gerade gefunden habe unter meinem rechten Monitor, siehst du das? Das sind meine Kaffeelieferungen von der Früher. Das nächste Mal, ich habe mindestens, jetzt pass auf, Herr Biegler, vergesst nicht mehr, jetzt war der Dux und mal habe ich nur noch ein Problem. Es wird gesagt, mein Bruder ist halt einfach immer noch die Beste. Ja. Gibt's natürlich nichts einzuwenden. Das wird mein neuer Charakter. Ich sag dann einfach, oh, ja, sagen wir einfach, ich bin entführt worden und jetzt ist es praktisch die also ich bin praktisch im Schlaf entführt worden. Also ja, ich habe K.O. getroffen in mein 5 Kilo, also 5 Liter Kaffee nicht gemischt. Und jetzt, wo meine Organisation auch schon fertig ist, die werde ich halt nicht mehr aufbauen, habe ich halt gar keinen Bock mehr, zumindest nicht im Livestream. Weil das dann eine Überraschung wird für die Real-Folge, dass ich halt dann einfach aus der Charakter so einen Agent spiele, der direkt da vorne wohnt. Wenn dein Hobby zum Beruf wird ja. Hobby zum Beruf und ist dann kein Hobby mehr. Und dann macht es keinen Spaß nicht. Und bei diesen Dingen kenne ich mich sehr, sehr gut. Dass ich bin hergedacht, mache das hauptberuflich. Erstens muss ich dann anfangen, dass ich nach Spenden bettel, nach Patreons bettel, nach kannst du bitte Toni! Hau her, bitte! Was der gute Alte, falls du der Alte von der Alten bist, Alter! Das verstehst du mit der Bayern. Ja, wurscht, auf jeden Fall, dann bin ich vorbei. Andere Geschichte. Ja, also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass da praktisch der Organisationssektor praktisch dann mein Ding sucht. Also wahrscheinlich meine Leiche. Ja, dass ich halt dann einfach irgendwie entkomme aus der Geheimbasis, aus der BIOS und dass ich halt dann irgendwie als meine Aquaman-Rolle, ich nenne einfach mal Aquaman, es ist halt Aquaman-Skin, weil er einfach von den Muskeln her nicht zu mir passt, aber von den Haaren ist es am besten und weil er nicht weiß ist, wie ein Kind ist. Das ist das Gute, aber ich mag kein Nasenbohrer-Seppen spielen, sagen wir es mal so. Werde ich aber wissen, weil das ein Nasenbohrer ist. Nasenbohrer ist gleich dunkler Mensch, also dunkle Hautmensch. Instant Band von Twitch und YouTube und Fortnite. Ja, dass man das einfach so irgendwie redet. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall halt dann. Ich höre jetzt einfach mal mit dem Streaming auf. Erstens, ich spiele schon wieder seit 2 Stunden. Das muss eigentlich lange. Ich schaue mir jetzt nur ein bisschen, ja, sagen wir mal, 5 Streams von Birger an. Auf YouTube. Weil meine Eltern sind auf einen Wandertag gegangen. Die ungefähr in 3-4 Stunden wiederkommen.
theoretisch könnte ich jetzt mal Hausparty machen. Mache ich aber nicht, weil ich keinen Bock drauf habe. Ja moin, erstmal ein Rennauto nachgemacht. Wurscht, auf jeden Fall leid, dann der Rechnung, ja. Ich werde vielleicht halt noch was bauen, vielleicht, das muss vielleicht im nächsten, wie oft habe ich jetzt eigentlich das Wort F-I-L, vielleicht gesagt. Ist ja wurscht, Leute. Ich darf jetzt sagen, jetzt chillen wir erst einmal. Trinken wir noch mal kurz von unserer halben knackigen Flaschen Bier. Und dann drücke ich auf den Knopf, die Übertragung wird beendet. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Und ein Like. Und wenn es so richtig artig ist, ne, wenn es euch so richtig scheiße, also wenn es euch so richtig scheiße gefällt, weißt, dann lasst ein Abo da. Und Glocken, das ist ganz wichtig. Like war mir eigentlich auch ganz nett. Und ein Kommi. Ein Kommi darf mir vielleicht auch passen. Ist ja wurscht. Ich würde sagen, haut's rein und bis zum nächsten Mal. Ihr